Das Wesentliche am Menschen, das Einzige, was zählt, ist für Sie das Geistige. Das Körperliche zählt für Sie nicht. Aber gibt es eine gefährlichere Verehrung als die Verachtung des Leibes? Der Leib mit all seinen Leidenschaften und Irrtümern verwirrt bloß den Geist. Ja, er ist, wie bestimmte Lehren sagen, nur ein Kerker. Um frei für den Geist zu werden, muss man sich so viel wie möglich von der Leiblichkeit lösen. Im Gegenteil, man muss das Leibliche bejahen. Ich sage sogar, ich bin ganz und gar Leib. Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe. Niemals. Ah, ich weiß, darin sind Sie unerbittlich. Sie meinen ja sogar, erst die Toten im Hades sind rechte Philosophen, vom Leibe erlöst. Sind wir beide nicht gerade jetzt ein Beispiel? Philosophen und im Hades? Aber das sagt doch ganz und gar nicht, dass wir auf Erden den Leib verachten müssen. Philosophieren heißt sterben lernen. Darum ist der Philosoph bemüht, seine Seele so weit wie möglich von der Gemeinschaft mit dem Körper zu lösen. Nur ein lebendiger Mensch kann philosophieren. Und er philosophiert umso besser, je lebendiger er ist. Leben aber heißt im Leibe existieren. Lebendig philosophieren, ja, aber in einer geistigen Lebendigkeit. Können Sie denn leugnen, dass der Mensch zusammengesetzt aus Geist und Leib ein paradoxes Wesen ist? Auf der einen Seite das Göttliche, Unsterbliche, Übersinnliche, Unauflösliche. Auf der anderen Seite das Sterbliche, Sinnliche, Auflösliche. Das erste macht den Menschen zum Menschen, das zweite bringt ihn in die Nähe des Tieres. Im Gegenteil, man muss das Leibliche bejahen und in unser Denken hineinnehmen, wenn wir lebendige Menschen sein wollen. Das Geistige ist nur eine Zeichensprache des Leibes. Welch ein Verfall der Philosophie. Sie sind für mich, zusammen mit Ihrem Lehrmeister Sokrates, Verfallssymptome. Und zwar, weil Sie Verächter des Leibes sind. Damit haben Sie alle Philosophien nach Ihnen verdorben. Resultat, die falsche Askese, die sich wie eine Seuche durch unsere Jahrhunderte schleppt.